Was für ein Sonntagmorgen heute war. Die ein bisschen früher verwacht waren oder wach waren und ein bisschen Weitblick hatten, die haben ein wunderbares Morgenrot gesehen wie ich. Und ich bin hier hingefahren und mir ist das Herz aufgegangen, auch gerade wegen gestern, weil gestern so ein schöner Tag war. Wir waren mit der erweiterten Familie ein bisschen draussen, am Bröteln, noch mit im Wald. Und wir sind hier mit dem Velo durch unsere Dörfer gefahren. Und du hast überall die Leute draussen gesehen. Der eine war am Pflästern, so ein Wägli am Pflästern. Der andere hat mit dem Hochdruckreiniger seinen Vorplatz gekerchert. Die Dritten sind auf dem Liegestuhl gelegen. Und wir sind dann an dem wunderschönen Gurisee, wo gar kein See ist, ein bisschen die Fröschchen angeschaut, haben eine coole Zeit mit der Family gehabt. Und ich habe so gedacht, life is good. Wenn der Frühling kommt, die Blättchen sprießen, hey, das ist die Realität. Und dann sind wir heimgefahren, Kind ins Bett tun, und dann habe ich noch in die Nachrichten hineingeschaut und dann habe ich gemerkt, das ist nicht die Realität von allen. Wenn du im Wallis gehockt bist, dann bist du vielleicht immer noch am Schneeschaufeln gewesen. Du hast kein Handyempfang gehabt. Bäume sind vielleicht am Sprüssen gewesen, aber du hast es definitiv nicht gesehen, weil es noch unter einem knappen Meter versteckt war. Und ich habe gemerkt, dass wir manchmal so in unserer eigenen kleinen Welt gefangen sind. Und wir gar nicht merken, dass das, was ich wahrnehme, nicht die ganze Realität ist. Und jetzt, für mich hat das gestern gestummen. Aber vielleicht für andere, die zu Zermatt am Bahnhof in einer 500 Meter langen Schlange gehockt sind, oder unten im Tal und die an ihr Hotel wählen und haben müssen warten, hat die Realität total anders ausgesehen. Und da ist mir so bewusst worden, wir brauchen immer wieder einen Perspektivenwechsel. Einen Perspektivenwechsel von unserer kleinen Welt, über unseren Tellerrand aus. Es hat da eine Frau gegeben im 20. Jahrhundert, Anfangs 20. Jahrhundert, eine Schriftstellerin, und sie hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind. Auch andere haben gesagt, wir sehen eigentlich nur, was wir sehen wollen. Oder wir hören nur, was wir hören wollen. Ein Perspektivenwechsel bringt also uns näher an die Realität, wenn es auch nur an die Realität von einem anderen Menschen ist. Und oftmals führt sie uns eben doch in eine tiefere Worte. Und jetzt stehen wir da bei den Ostern. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, was für dich Ostern ist. Jedes Jahr feiern wir Ostern, oder? Da. Und vielleicht, wenn du so ein alteingesessener GVClerin bist, hast du jetzt gedacht, was bringen sie heute, oder? Was für ein Special. Mich hat letzte Woche jemand gefragt, packen da die Brücke wieder aus, die der Johannes mal hatte, oder? Jedes Jahr hoffen wir doch aber auch Ostern auf schönes Wetter. Wo können wir die Nestchen verstecken? Was für Schock hat jetzt mein Götti-Bub, mein Gotti-Meitli gern? Wie kommen wir ins Tessin runter, ohne möglichst wenig im Stau stehen? Wer laden wir wenn zum Brunch ein? Was mache ich nachher mit dem zu viel nicht gegessen, der sich wieder irgendjemand angesetzt hat? Da müssen wir uns doch schon fragen, was hat Ostern wirklich für einen Einfluss auf dein und mein Leben? Hat es einen? Die meisten wissen ja, dass vor gut 2000 Jahren der Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber was bedeutet das für uns? Schon wenn wir die Bibel lesen, könnte man meinen, wo Jesus am Ostersonntag auferstanden ist, hat das gar nichts gemacht. Rom ist an der Macht geblieben. Die religiösen Führer, die Jesus ausgeliefert haben, die haben ihre Position behalten. Und die Jünger sind alle am Verstecken gewesen, weil sie so Angst hatten vor dieser neuen Realität. Was bedeutet die Auferstehung für dich und für mich? Was bedeutet sie wirklich heute? Brauchen wir da einen Perspektivenwechsel? Die Welt hat sich vielleicht am Morgen von der Auferstehung von Jesus nicht geändert, aber Jesus hat sich geändert. Und die Begegnungen mit dem Auferstandenen hat die Menschen, die ihm begegnet sind, verändert. Hat die Gemeinschaft mit verändert. Und das hat schlussendlich die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und ich hoffe, dass wir heute miteinander, auch ich, einen Perspektivenwechsel bekommen können, was Ostern bedeutet. Und ich will das mit dem Kunstprojekt machen. Die einen haben es vielleicht gesehen im Zwischengang. Der Künstler, der Scott Erickson, hat sich auf die Fahne geschrieben, mit diesen Bildern einen neuen Zugang, eine neue Perspektive auf das Geschehen zwischen Ostern und Pfingsten uns geben.
Ich glaube, Ostern ist so gross, dass wir das nie in unserem Leben werden begreifen, was es wirklich bis zuletzt bedeutet. Wo Jesus 3 Jahre vor Ostern so auftreten ist als dazumal erwachsener Mann. Mit 30 war man bei den Juden erwachsen. Als er dort auftreten ist, eine der ersten Aussagen, die er gemacht hat, war, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Eine unheimliche steile Aussage, die er da gebracht hat. Und er hat mit dieser Aussage nicht den Leuten ein schlechtes Gewissen machen und sagen, jetzt Gottfriedli nochmal, jetzt sind ihr die ganze Zeit da rein und haben ihr Blödsinn gemacht. Nein, er hat ihnen eine neue Perspektive geben. Eine neue Perspektive auf das gewaltige, neue Reich, auf die neue Realität, die anbricht, wo aber einen Perspektivenwechsel braucht. Und darum, kehrt um. Wenn man sich umdreht, hat man auf einmal eine andere Perspektive. Die Zeit ist erfüllt. Das heisst, Gottes Plan schreitet zu der entscheidenden Phase. Durch Jesus fängt etwas völlig Neues an. Gottes Reich ist nah. Es ist nicht ein fernes Versprechen, das irgendjemand liegt. Nein, es ist da. Und es fängt sich an zu manifestieren. Und darum kehrt um und glauben. Es ist darum nicht ein moralischer, sondern ein kompletter Perspektivenwechsel. Ich bin nicht mega gut im Griechisch, muss man ehrlich sagen. Der Reto kann das bestätigen. Wir mussten mal etwas erklären nochmal. Aber etwas ist mir geblieben und auch bei den Nachforschungen ist nämlich, dass wir in der Grammatik nicht so eine Zeitform haben, wie da in diesen 2 Wörtern stehen. Die 2 Verben sind nämlich nicht einfach kehrt um und glauben. Das könnte ja einfach so ein Aufruf sein, dass man sich einmal umkehrt und glaubt und dann läuft man weiter. Sondern das ist so ein Durativ. Es ist so ein Präsenzimperativ. Das heisst, es ist eine Entscheidung, die immer und immer wieder passiert. Eine, die jetzt in der Gegenwart ist, aber in die Zukunft hineinlangt. Das heisst, wir dürfen immer wieder, oder wir müssen immer wieder umkehren. Und wir müssen immer wieder glauben, weil es so gewaltig ist. Und Jesus fordert uns auf, vor der Ostern, ihr kehrt immer wieder um. Und glaubt, vergesst das nie. Ihr braucht den Perspektivenwechsel. Heute haben wir 3 Bilder. Ich will nur 3 Bilder von den 14 ins Zentrum stellen. Und das ist ja nicht die ganze Wahrheit von Ostern, sondern es sind nur 3 Perspektiven, die ich glaube, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und da wollte ich dich fragen, bist du bereit für eine eventuell neue Perspektive heute Morgen auf Ostern? Wir werden jetzt gerade zusammen in die Bilder eintauchen und es wird immer gleich ablaufen. Die Bilder kommen führen und wir lassen sie einfach mal ein bisschen wirken. Ihr könnt die anschauen. Und ich komme dann und ich erkläre etwas dazu. Und so wollen wir miteinander ins erste Bild eintauchen. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten 2 Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?« fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden.« Er ist nicht mehr da. Er liegt nicht im Grab. Er ist auferstanden. Aber niemand hat den Moment gesehen.
Niemand war Zeuge davon. Keiner war dabei, wo er wirklich auferstanden ist. Es ist im Dunkeln, hinter einem Stein, ohne Publikum geschehen. Also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich das anders gemacht. Ich hätte ein Feuerwerk steigen lassen am Himmel. Ich hätte geschaut, dass es jeder sieht. Aber nein, es war niemand dabei. Es war im Kleinen, im Unsichtbaren. Und so oft passiert das eben so in dem neuen Reich, in dem Perspektivenwechsel, dass etwas ganz klein anfängt. Auferstehen heisst aufstehen, von etwas aufstehen. Und das setzt voraus, dass man zuerst in die Knie ist, dass man runter ist, dass man überhaupt wieder aufstehen kann. Und natürlich ist jetzt der Tod der ultimative Fall, das Endgültige. Aber was heisst das für uns? Heisst das, dass in einer persönlichen Niederlage, wo wir persönlich am Boden gegangen sind, wir doch wieder aufstehen können? Wir wieder aufstehen müssen. Nach einem Rückschlag, nach einem herben Verlust, nach einer Diagnose oder einer Krankheit, nach einem gebrochenen Herz. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn du nur wüsstest, was ich am Durchmachen bin, wenn du nur wüsstest, was zur Zeit in mir abgeht, wenn du nur wüsstest, was ich erlebt habe und jetzt sagst du, du musst halt wieder aufstehen. Aufstehen. Ich habe doch gar keine Kraft mehr. Was mich so begeistert, ist, dass Jesus bei der Auferstehung nicht sich zusammengerissen hat. Das heisst, er ist auferstanden. Nicht, er hat sich mit reiner Willenskraft wieder auferweckt. Es ist etwas, was in ihm passiert ist. Das zeigt die wahre Veränderung, dass die Kraft Gottes Jesus von den Toten auferweckt hat. Es geschieht nicht aus sich selber heraus, es ist eine echte Transformation. Und das ruft doch uns zu, dass du nicht einfach dich zusammenreissen musst und es machen, sondern dass es Geheimnis ist von dieser Ostern, dass die Auferstehungskraft, und das wird mehrmals im Neuen Testament erwähnt, dass die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, bei uns ist. Wir können uns höchstens öffnen, wir können sie nicht anzwingen, wir können uns höchstens öffnen, uns nach dieser ausstrecken und sagen, Jesus, ich brauche dich. Auf dem Bild wächst aus dem Sarg, aus dem Tod aus einem Baum, nennen wir sie schon Olivenbaum. Etwas mega Schönes, etwas mega Feines, etwas mega Kostbares. Doch wenn die Oliven nicht gepflückt werden und die am Boden fallen, dann werden die zugedeckt. Sie fangen an zu stinken, sie sterben. Und dann hast du noch den Olivenstein in der Erde. Und kein Olivenstein reißt sich zusammen und sagt, jetzt fange ich wieder an zu leben. Es geschieht einfach mit dem Stein. Es wächst wieder etwas raus. Und im besten Fall gibt es wieder so einen Olivenbaum, der wieder Frucht bringt für andere. Ostern ruft dir zu, wo brauchst du eine neue Perspektive? Wo brauchst du neues Leben in einer Situation, wo es ihnen schwierig ist? Wo muss es an dir geschehen, weil es du selber nicht kannst? Es gibt vielleicht auch zwei Möglichkeiten. Vielleicht wollen wir es selber machen. Ich bin so eine. Alles selber. Ostern ist ein Zuruf von der Kapitulation. Sagen, hey, schlag ein in die Hand von dem guten Gott, der sagt, du musst es nicht alleine machen. Ostern ruft dir aber auch zu, du musst es nicht alleine machen, wenn du keine Kraft hast. Jesus hat den Tod überwunden und hat etwas Gewaltiges entstehen lassen. Ein Geheimnis, das wir bis heute nicht ganz begreifen können. Ich stehe heute nicht da und sage, es wird alles easy peasy, es ist Ostern. Aber ich rufe dir zu, die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat, ist die in uns lebt, wenn wir den Jesus in unser Leben holen. Und das begeistert mich. Was bedeutet das? Du kannst dein Herz, deine Einstellung dem Gott angeben. Und er wird aus dem Graben Baum machen. Und ich will es heute praktisch machen.
Ich habe darum heute so eine Station da, am Kreuz, symbolisch ja für den Tod. Mit 2 Olivenbäumchen. Und vielleicht musst du heute hier hinstehen. Vielleicht musst du heute im zweiten Teil den Olivenbaum anlangen. Er verliert ein bisschen Blättchen. Ich glaube nicht ganz so Freude, dass wir an die Wärme genommen haben. Aber das macht nichts. Du darfst auch so ein Blättchen heimnehmen, wenn es dir hilft heute. Aber du darfst hier hinkommen, hier sitzen und den Jesus fragen und sagen, gib mir eine neue Perspektive. Gib mir eine neue Perspektive, was es heisst, dass du für mich auferstanden bist. Stell du mich auf in diesem Moment, wo ich es nicht kann. Ihr dürft hier hinkommen nachher. Wir haben noch so Karten gemacht, wo das Bild drauf ist, wo etwas draufsteht, wo ich helfen kann, wenn ihr es mitnehmt. Hinten hat es Linien drauf. Ihr dürft hier auch etwas draufschreiben, das ihr von Gott bekommen habt. Gott redet heute Morgen zu dir und zu mir. Und er wird uns eine neue Realität zu diesen Ostern geben. Und das ist das Bild von dem auferstandenen Jesus. Wir kommen zum zweiten Bild und wir betrachten das miteinander wieder. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorher gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Das ist ein bisschen ein makabres Bild. Dürfen wir das im Gottesdienst zeigen? Wer hat gerne etwas Leeres? Wir wollen doch alle die Fülle vom Leben. Am Morgen eine volle Tasse Kaffee, oder? Ein volles Bankkonto. Eine volle Kontaktliste mit Menschen, die sich um einen kümmern, die sich interessieren. Ein voller Energietank im Leben. Und so eine erfüllende Ehe. Doch wie oft erleben wir doch das Gegenteil in unserem Leben? Leere Beziehungen. Innere Leere, Mangel an Finanzen, eine angeschlagene Gesundheit, ein leerer Energietank. In dem Bibelvers heißt es, er ist nicht hier. Wie viel Mal bin ich neu mit seiner Gruppe von Leuten hineingehockt? Und meistens bin ich dann ein bisschen am Pläudern, das ist so ein bisschen meine Art und Weise. Aber es gibt Momente, wo ich ruhig bin. Und als ich in der Vorbereitung so gemerkt habe, ich dann zu mir sage, ich bin nicht da. Es ist leer. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn man so eine Leere spürt. Wir brauchen dafür vielleicht verschiedene Begriffe. Vielleicht könnte man auch Angst, Entfremdung, Unvollkommenheit, Krankheit, Mangel dort einfühlen. Und manchmal halten wir doch die Leere fast nicht aus. Doch was wäre, wenn die Leere nicht ein Zeichen dafür ist, von Gott unwürdig zu sein oder nicht zu genügen, sondern im Gegenteil, dass gerade in dieser Leere Gott elend präsent ist. Es fühlt sich an, als stünden wir in einem leeren Grab. Als rinnt uns das Leben so durch die Finger durch. So viele Menschen sind psychisch angeschlagen und fühlen sich vielleicht genauso wie das Bild. Wir suchen nach einem Ort, wo man Gott findet. Ich kenne das. Nach einer schweren Schulter, also mit meiner Schulter, als ich eine kaputte Schulter hatte, habe ich Gott gesucht. Ich habe einen Ort gebraucht. Und oft habe ich ihn auf dem Bäumchen gefunden. Aber oft auch nicht. Oft bin ich im Bäumchen oben geguckt und Gott war nicht dort gewesen. Vielleicht suchen wir zu sehr nach objektiven Beweisen. Wir wollen ein sichtbares Zeichen in dieser Lehre hinein, dass es uns gut geht. Aber wenn wir einen Ort hätten, wo wir Jesus
können festnageln, dort ist er. Oder eine Art und Weise, wie er uns begegnet, würden wir dann nicht ausschliessen, dass er uns auf ganz andere Art und Weise, an Orten, wo man ihn nicht erwartet, ihn könnten begegnen. Halten wir die Lehre aus, um ihn auch dort zu finden. Wo gibt es leere Bereiche in deinem Leben? Vielleicht schreien die leeren Orte in deinem Leben gerade so laut. Das leere Grab ist kein Beweis für die Auferstehung, sondern ein stiller Zeuge, eine Einladung, das Leben mit neuen Augen zu sehen. Die Jünger haben das leere Grab gesehen. Er ist nicht da. Und sie haben ihn in ihrer Welt gesucht, an ihren Ort. Doch der auferstandene Jesus ist grösser, als dass man an einen Ort hin tun kann. Die Lehre ist kein Zeichen von Abwesenheit, sondern eine Einladung. Die andauernde Gegenwart Gottes. In dieser Liebe Gottes an die zu glauben. Ich kenne so Momente in meinem Leben. Und vielleicht ist heute eine Zeit, wo man die Lehre zulässt. Wo man sie akzeptiert und sagt, Gott, wo bist du in dieser Lehre? Wo bist du in dieser Krankheit? Wo bist du in dem Schweren? Und ich habe mich gefragt, vielleicht trägt Gott auch am deutlichsten in dieser Lehre durch das, dass wir ihn so vermissen. Wir vermissen nur etwas, was es wirklich gibt. Nur etwas, wo man dafür hofft. Wie redet Gott zu uns, zu dir, zu mir? Ob du auf der Sonnenseite vom Leben stehst oder ob du in einer Leere bist. Ich weiß es nicht. Aber das leere Grab ist so ein Zeuge und es ruft uns zu. Lasst uns Gott nicht in eine Box hineinsperren, sondern in der Höhe und in der Tiefe, wo Gott uns dort begegnet, wo wir sind. Und vielleicht brauchst du heute in deiner Schwierigkeit, dass du so in ein leeres Grab hineinstehst. Das scheint makaber. Und vielleicht braucht es, dass du da hineinstehst und sagst, ist das denn Station? Oder ist der auferstandene Jesus da und will mir begegnen? Auch da haben wir Karten, die dir helfen, dich wieder daran erinnern, was da geht. Nur wegen dem leeren Grab ist etwas Gewaltiges entstanden. Und der Jesus ruft dir zu, ich bin bei dir. Ich habe den Tod, ich habe die Leere überwunden. Komm und such mich da. Ich habe lange hin und her überlegt, soll ich das Bild rausstreichen? Aber es gehört zu unserem Leben dazu, dass wir so durchstrecken, durch Leere durch müssen. Und es ist eben die Wahrheit, dass der Jesus, die Auferstehungskraft, uns in diesen Lehren begegnen will. Und so kommen wir zum dritten und zum letzten Bild, das wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn.
erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Meister!« Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Wir alle wollen doch gesehen werden. Wir alle wollen gesehen werden, mehr als einfach nur unser Erfolg oder einfach nur unsere Niederlagen. Wir wollen gesehen werden, wie wir wirklich sind. Eben nicht so, wie unsere Social-Media-Profile sind oder unsere WhatsApp-Status. Die Frage ist doch aber, wissen wir selber, wer wir sind? Weiss ich, wer ich bin? Oder gebe ich mich aus als etwas, wo ich nicht bin? Verstelle ich mich? Bin ich noch mit seiner Form eingedrückt worden? Probieren wir zu verbergen, wer wir wirklich sind. Wir alle sind in unserem Leben verletzt worden. Die Stürme, vielleicht in dem Leben, wo wir durchgehen mussten, haben uns geprägt. Unser Leben ist mit Narben gekennzeichnet. Unsere Lebenshaut ist vergerbt oder vergilbt oder so ledrig geworden. Über uns allen sind Sachen ausgesprochen worden, die unsere Identität geprägt hat oder zum Bröckeln lassen hat. Da passt die Geschichte von der Maria Magdalena, wo das Bild darstellen soll, wunderbar. Wir lesen über sie in der Bibel, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hat. Das bedeutet nichts anderes, dass sie über eine lange Zeit von ihrem Leben nicht sich selber war, nicht Kontrolle über sich selber hatte, sondern dass etwas anderes, eine andere Macht über sie bestimmt hat. Sie ist zu einer Person geworden, wo ihr die Würde weggenommen worden ist. Sie ist zu dem geworden, was das Böse über sie hat wollen, und zu dem ist sie geworden. Es ist kein Zufall, glaube ich, dass Maria Magdalena am Morgen die erste am Grab war und den Jesus gesucht hat. Wieso? Sie hat den vermisst, der ihren Namen gegeben hat. Der, wo sie wieder mit dem Namen genannt hat. Jesus kommt, tritt auf und sagt: Maria. Und sie kehrt sich um und in dem Moment hat sie ihn kennt. Jesus war der, der ihre Identität zurückgegeben hat. Er, der sie von dieser zerstörerischen Besessenheit befreit hat. Er hat sie zurück zu sich gerufen. Name ist Identität und Jesus hat sie bei ihrem Namen gerufen. Vielleicht ist das der Grund, wieso die Männer, die zum Grab gegangen sind, eigentlich nur das leere Grab mit den Grabtüchern gesehen haben. Und Maria Magdalena hat Engel gesehen. Sie war sich gewohnt, in die Finsternis hineinzuschauen. Sie war sich gewohnt an eine geistliche Realität. Und mich hat es verwundert, überall in der Bibel haben die Leute Angst, wenn sie Engel sehen. Und Maria Magdalena fängt mit diesen Engeln an reden. Es steht nirgends, dass sie Angst hat. Sie war sich gewöhnt, in die unsichtbare Welt zu schauen. Aber sie hat so ein Verlangen gehabt nach dem Jesus, wo ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Die Schwierigkeiten, die sie erlebt hat, sind nicht einfach Narben gewesen, sondern Jesus hat die Autorität in ihren umgewandelt. Sie war die Erste, die verkündet hat, verkünden, dass er auferstanden ist. Ihre neue Identität hat sie befähigt, trotz dem Schwierigen, zu diesen Männern gehen, diesen krassen Männern, oder? Und sagen, er lebt, ich habe ihn gesehen. Sie ist auserwählt worden, die Auferstehungsbotschaft zu verkünden.
Weil die Autorität, das Licht inmitten vom endgültigen Dunkeln von jemandem müssen verkündet werden, der die Autorität bekommen hat. Mich begeistert das, dass wir einen Jesus haben, einen auferstandenen Jesus, der aus unseren Narben, aus unserem Schwierigen, das zu einer Autorität kann werden lassen, wenn er uns eine neue Identität gibt, einen neuen Namen. Ich habe das Bild stundenlang angeschaut und erst eigentlich letzte Woche beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, dass sie so eine Sprechblase hat. Sie sagt, was sie gesehen hat. Aber gleichzeitig ist ja das Negativ und ist ein Schmetterling. Es war so eine grusige Raupe, die Jesus zu einem Schmetterling hat verwandeln lassen, weil er ihren Namen kennt hat, weil er gewusst hat, was er für Gedanken über ihr hat. Und ich will dich heute fragen, weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist, wo dein Chef will, dass du bist? Oder weißt du, dass dein Ehepartner will, was du bist? Oder weißt du, was Gott über dir sagt? Kennst du deinen Namen? Könnte es sein, dass Gott dich mit deiner Geschichte dir eine Autorität geben will, zum anderen zu helfen in dieser Situation, wo du stehst? Und darum habe ich da Ihnen einen Spiegel aufgestellt. Ganz simpel, nichts draufgeschrieben, weil ich nicht etwas über dir aussprechen will. Und vielleicht resoniert das mit dir und du merkst, hey, du musst heute Morgen dich selber anschauen, dir in den Spiegel schauen und dich fragen, hey, Jesus, wer bin ich? Jesus, gib du mir einen neuen Namen. Sag du mir nochmal neu, wer ich bin. Ich glaube, Gott wird dir heute eine neue Identität geben oder deine alte Identität zurückgeben. Und er wird deine Narben, deine Verletzungen in Autorität umwandeln, wie bei der Maria Magdalena. Auch da, nimm dir so eine Karte, schreib dir die Sachen drauf, was dir Jesus sagt. Das war jetzt ein bisschen ein Spucke von 3 so verschiedenen Facetten. Ich glaube, Ostern ist wie so ein Diamant. Und je nachdem, wie man hebt, hat man neue Perspektiven, was Jesus gemacht hat. Und eventuell hat eines von den 3 Bildern resoniert und eventuell auch nicht. Die 3 Bilder, auch die 14 da draussen, die sind nicht abgeschlossen. Doch es kann uns helfen, mal mit Bildern, mit einem anderen Medium unseren Zugang für Gott zu bekommen. Ostern ist viel mehr. Der N.T. Wright, einer der bedeutendsten Theologen der heutigen Zeit, der hat gesagt, Ostern war der Moment, als die Hoffnung persönlich aus der Zukunft in die Gegenwart trat und die Welt überraschte. Ostern war der Moment, als die Hoffnung persönlich aus der Zukunft in die Gegenwart trat und die Welt überraschte. Ich hoffe, dass du und ich heute an dieser Ostern von dem elend guten Jesus, von dem so guten Gott nochmal überrascht wirst. Dass wir nochmal die Auferstehungskraft in unserem eigenen Leben erfahren können. Und wir werden jetzt einen Vortragssong hören, einen genialen Song. Und in dieser Zeit darfst du die 3 Bilder nochmal anschauen. Du darfst Gott fragen, was ist Ostern für mich? Wo brauche ich einen Perspektivenwechsel? Wir werden nachher auch fließend in eine Worship-Zeit übergehen. Und wenn das mit dir resoniert hat, darfst du eine oder auch mehrere Stationen gehen und dort verweilen und dir von Gott eine neue Perspektive, eine neue Wahrheit, eine neue Identität, einen neuen Namen, ein neues Leben schenken. Du darfst auch einfach am Platz bleiben, den Gott anbeten und am Platz fragen, Gott, was bedeutet Ostern für mich? Oder ihn einfach anbeten. Wenn du einen Segen brauchst, einen Perspektivenwechsel und du findest es schwer allein, dann haben wir hier ein Gebetsteam. Du darfst für dich beten lassen und online darfst du eine Textnachricht an die eingeblendete Nummer schicken. Wir haben Leute, die lieben es, mit dir zu beten. Und eventuell hockst du heute das erste Mal da oder im Livestream. Ostern hat für dich jetzt nicht das bedeutet, aber du hast so ein Feuer im Herz oder du spürst etwas. Dann will ich dich einladen, mit dem Jesus zu reden und ihn fragen, ob er in dein Leben will kommen oder ihn einladen. Du darfst das mit der Person machen, die neben dir ist oder dich mitgenommen hat. Du darfst aber auch zu unserem Gebetsteam kommen. Jetzt, wenn wir in die Zeit hineingehen mit dem Vortragssong und von uns einfach von Gott
beschenken lassen, weil er ist der das Geschenk gemacht hat, den Preis gezahlt hat an den Ostern. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the last, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died.